es ist schwierig. Die Zeit ist schwierig. Und einfach um einmal zu sagen, wie ist bisher in Deutschland gelaufen, da ich sagen, gehen wir mal ein bisschen so geschichtlich zurück, ganz grob die Sachen, die abgelaufen sind. Das erste, was man sagen muss, nach dem Krieg. Also nach dem Krieg war unser Land ja praktisch kaputt. Es war zusammenbombt. Keiner hat mehr was gehabt. Die meisten Leute waren arm und haben so gut wie nichts mehr gehabt. Und das politische System vom Hitler war ja katastrophal. Von dem abgesehen, dass er uns in einen Wahnsinnskrieg geführt hat und die ganze Welt und auch Deutschland zerstört hat, war auch das System nichts zum Leben von den Leuten. Weil mein Opa hat in der Zeit gelebt und war ein junger Mann und der hat mir verzeiht, sie haben Angst gehabt, bei allen haben Angst gehabt. Da sind von den Nazis sind Brücken kontrolliert worden und die Leute sind ausgefragt worden, was da machen, warum sie über die Brücke gehen und mal falsch schauen oder falsche Antwort und schon hast du Probleme haben können. Also das System vom Hitler war nichts für die Leute. Das war eigentlich geprägt von Angst, auch für die Deutschen, für die Nicht-Deutschen sowieso. Das war ja katastrophal, menschenrechtemäßig, alles, was da gemacht worden ist. Das werden wir mal in einem anderen Video noch behandeln. Das ist bestimmt auch wert, dass man das behandelt. Aber ist jetzt heute nicht das Thema. Ich will jetzt nur darstellen, wie es war am Ende nach dem Krieg. Also raus aus einem katastrophalen System, das ganze Land total in Schutt und Asche. Und dann ist eine Politik gemacht worden, die ist halt stark von Amerika geprägt worden. Sind eben diese demokratischen Grundsachen alle wieder aufgeklebt oder neu eingeführt worden. Man hat 20 Jahre lang wieder so diese Nachkriegszeit gehabt, wo alles wieder aufgebaut worden ist, mit Freiheit, mit Marktwirtschaft, auch ein bisschen mit sozialen Gedanken. Man hat das Rentensystem eingeführt, so wie wir es heute haben, zumindest so ähnlich, weil es ist ja auch schon mal geändert worden. Da reden wir auch später noch mit drüber. Aber es war praktisch 20 Jahre lang, hat sich das alles entwickelt, bis wir dann in die 70er Jahre da gestanden sind, dass wir eine Exportnation waren, wirtschaftlich erfolgreich und haben in die ganze Welt verkauft und die Leute ist gut gegangen und der Wohlstand ist gewachsen. Und dann kann man sagen, ist eigentlich die Ära Kohl gekommen. Der Kohl war halt einer, der wo das bestehende System übernommen hat, selber relativ gut darin war, die Macht an sich zu reißen und um sich herum einen Machtapparat aufzubauen. Er hat sich gut verkaufen können in der Gesellschaft, hat gut reden können, aber politisch gemacht hat der Kohl eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht viel. Eigentlich war das schon alles hergerichtet, das war schon alles aufgebaut. Das Land war gut dagestanden, dann haben wir 15 oder 20 Jahre Helmut Kohl gehabt und der hat das alles so laufen lassen, mit wenig Veränderungen. Und da sind wir eine Zeit lang gut gefahren, aber irgendwann haben wir halt gemerkt, wenn man das System immer stark gleich beibehält, dann kommt irgendwann der Punkt, wo jeder so seine Nischen gefunden hat, wie er das System ausnutzt, wie jeder mit möglichst wenig Engagement möglichst viel rausholt. Einfach das System muss flexibel bleiben, das muss sich bewegen, sonst wird es irgendwann starr und unbrauchbar. Und das hat man da gemerkt. Und dann war eben am Ende von der Kohlzeit auch die Zeit für Veränderungen. Und da ist dann auch politisch, sage ich mal, das war so um die 2000er Jahre rum, also jetzt vor 25 Jahren, da hat sich dann einfach was ändern müssen. Und eigentlich interessant ist,
die Person Gerhard Schröder dann, weil irgendwann eben die politische Veränderung war und die CDU mit dem Kohl ist nicht mehr gewählt worden, weil die Leute gesehen haben, es braucht was anderes und die SPD ist an die Macht gekommen und der Gerhard Schröder war unser Kanzler und dann hat der Gerhard Schröder diese Reformen angepackt und dafür ist er im Pfanner gehauen worden, sondersgleichen. Die Leute, die mehr so links stehen in unserem Land, die typischen SPD-Wähler oder so, die haben gesagt, der hat den Sozialstaat kaputt gemacht, weil der Sozialstaat vorher eigentlich besser war. Also der Schröder hat so Sachen eingeführt wie Hartz IV, wobei es hat vorher auch schon ein Sozialsystem gegeben, das war sogar noch großzügiger wie Hartz IV. Also Hartz IV war jetzt für die Leute, die darauf angewiesen haben, sind keine Verbesserung, sondern eigentlich eine Verschlechterung. Und auch das normale Arbeitslosengeld hat es vorher länger gegeben und mehr gegeben und das gibt's alles, hat er alles abgeschafft. Dann hat er eingeführt, dass die Renten versteuert werden muss, was eigentlich auch ein riesen Rentenabzug war im Vergleich zu vorher. Wenn ich in die Renten gehe, muss die voll versteuern, wie ein Einkommen, wie wenn er ins Arbeit geht hat. Bei meinem Vater, die Renten ist unversteuert, der kriegt die 1:1, ein Riesenunterschied. Alle Sachen, die wo als Sozialstaat schlechter waren. Aber der Schröder hat das halt trotzdem gemacht und er hat es aber dann auch geschafft. Der wirtschaftliche Aufschwung ist gekommen, aber halt erst, wie er schon abgewählt war. Weil auch die, wo mehr auf die Wirtschaft geschaut haben, die, wo, sagt man jetzt heutzutage, mehr rechts waren, die haben auch nichts vom Schröder gehalten, weil die haben gesagt, das bringt alles nichts, das geht alles langsam, wir brauchen noch mehr Reformen, wir müssen noch viel mehr ändern. Letztendlich haben sie einen Schröder davon gehauen wie einen räudigen Hund, der ist aus der Politik ausgeschieden und keiner hat eigentlich ein gutes Wort an ihm lassen und alle waren froh, wie er weg war. Und dann ist die Ära Merkel gekommen. Und irgendwie ist da wieder besser gelaufen, aber wenn man ehrlich ist und wenn man es genau anschaut, waren es die Reformen vom Schröder, die dafür gesorgt haben, dass dann in der Zeit wirtschaftlich wieder besser gelaufen ist. Und die Merkel war eigentlich ja der Zögling vom Kohl. An Kohl sei gewünschter Nachfolger war die Merkel. Und die Merkel war auch wie der Kohl und genauso wie der Kohl aussitzen. Man muss Probleme aussitzen. Das hat der Kohl immer gesagt. Und das war seine Politik. Und die Merkel ist sein Zögling und die war genauso. Das heißt, die eigentlichen Reformen hat der Schröder gemacht und die Merkel hat wieder das laufen lassen, weil es gut gelaufen ist, weil es dann der Erfolg gekommen ist, wirtschaftlich, uns ist es wieder gut gegangen und wir haben die Merkel gehabt, so wie wir schon 15 oder 20 Jahre vorher einen Kohl gehabt haben, der wo so eine Episode, wo es gut gelaufen ist, laufen lassen hat, so hat die Merkel auch eine Episode, wo gut gelaufen ist, laufen lassen. Das war ihre Politik, aber wie wir schon gelernt haben vorher, wenn man das zu lang macht, ist irgendwann das zu starr, das ganze System hat wieder seine Nutznießer gefunden, es ist nichts geändert worden. Ganz krasser Punkt dann natürlich war die Asylpolitik, da wo es dann jedem aufgefallen ist, mit dem Internet, mit der Verknüpfung auf der Welt, einfach mit den Unterschieden, wie in Afrika die Menschen informiert sind, hat sich da die Lage geändert und man hat das Asylgesetz eigentlich so wie es war nicht mehr aufrechterhalten können. Trotzdem ist nichts geändert worden, weil, wie gesagt, Änderungen, das waren jetzt nicht der Angela Merkel ihr Ding. Die war eher so wie der Kohl, laufen lassen, aussitzen, wir schaffen das, was unserem Land keinen Gefallen da hat. Und so ist die Ära Merkel eben dann auch in Kritik gekommen und die Leute haben auch gespannt, so wie es damals beim Kohl war, es muss sich was ändern. Und jetzt sind wir halt schon seit vielen Jahren dran, dass wir suchen die Änderung. Was ändern wir?
gehen wir nach vorne, die neuen Technologien, was eigentlich Sinn macht, weil immer, wenn man bei den neuen Sachen vorne dabei ist, kann man wirklich Geld verdienen. Mit dem alten Zeug ist eigentlich nichts verdient. Aber da gibt es halt viele Leute, die sagen, die alten Sachen sind einfacher, billiger, kann man darüber streiten, weil das weiß keiner, was die Zukunft bringt. Aber wahrscheinlicher ist, dass man ein gutes Geld verdienen kann in der Zukunft mit den neuen Sachen. Und da muss sich in unserem Land schon viel ändern. Darum haben wir ja eine andere Regierung hingewählt gehabt, schon bei der letzten Wahl und bei der Wahl wieder. Und dann haben wir so eine Oppositionspartei, die wo noch nie an der Macht war, die wo die meisten Leute auch zu weit rechts sind, die wo aber sehr populistisch agieren, TikTok-Videos machen und da in Stammtischmanier in 2 Minuten Politik erklären. Ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was unser Land weiterbringt. Ich halte von denen wenig, aber das muss jeder selber wissen. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Ich finde es aber auch nicht gut. Jetzt hat zum Beispiel Klingbeil, Finanzminister, der hat schon oft so Aussagen getroffen, dass ich mir gedacht habe, ich glaube eher, dass das ein Kommunist ist. Und im Prinzip, das allein weiß ich nicht, aber wenn man die Geschichte vom Kommunismus anschaut, dann sieht man, dass er eigentlich wirtschaftlich noch nie hingehauen hat. Dass eigentlich ein kommunistisches Land, wo auch wirtschaftlich kommunistisch ist, noch nie funktioniert hat. Und darum will ich eigentlich so einen nicht als Finanzminister haben. Unser Kanzler Friedrich Merz, der ist schon mal gescheitert in der Politik. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, die Jüngeren, vielleicht nicht, YouTube haben ja viele jüngere Leute, wo vielleicht zuhören. Der Merz war schon mal in der Politik und damals schon war er umstritten, hat viele Sachen gesagt, die wo dann doch nicht eintreten sind, war in seinen Meinungen nicht konstant, hat immer wieder seine Meinung geändert, genauso wie er das jetzt macht. Zuerst hat er einen Scholz, haben sie abgewählt, weil er nicht vorne gehauen hat, weil er so viel Schulden machen wollte und haben ihm nicht genehmigt. Und dann haben sie ihn weggewählt und dann ist er hingekommen und hat er gleich gesagt, wir brauchen eigentlich das Geld genauso, wir müssen eigentlich auch Schulden machen. Hat sogar mehrere Schulden jetzt gemacht, im Voraus schon, wie der Scholz jemals machen wollte. Und war eben vor 15 Jahren irgendwann auch schon mal kurz in der Politik und ist da nie hingekommen und ist da gescheitert. Und zu Recht. Und jetzt ist er wieder da. Und von Anfang an war es holprig und nichts Gescheites. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, was er macht. Und ich will auch nicht sagen, dass er von Wirtschaft keine Ahnung hat. Aber bedenklich ist das schon. Also das Team Klingbeil und Merz, das ist kein Dreamteam. Komischerweise werden auch die Leute, die vom Volk eigentlich kommen, was das Volk eigentlich haben will, nicht berücksichtigt. Man hat einen Pistorius nicht genommen, der viel beliebter war. Wahrscheinlich war sogar der Söder beliebter gewesen, sage ich jetzt mal aus Bayern, aber das hat man nicht gemacht, sondern man hat Leute genommen, die wo fragwürdig sind. Und gleichzeitig tut man sich natürlich schwer, Demokratie lebt von Mehrheiten, Mehrheiten schafft man nicht, weil eben da eine Partei da ist, mit denen aber keiner zusammen. So funktioniert Demokratie auch nicht gut. Es ist wirklich alles nicht einfach. Aber einen Lichtblick habe ich jetzt, weil jetzt muss ich langsam zum Schluss kommen. Trotz aller Sorgen, und wir wissen nicht, in welche Richtung das geht, und es kann natürlich sein, dass alles viel, viel schlechter wird. Also, es ist kein Selbstläufer und es kann passieren, wenn man die Probleme nicht in die richtige Richtung lenkt und nicht irgendwann einmal ein paar gute Entscheidungen trifft, die uns wirklich voranbringen. Aber so wie es beim Schröder war, dass er die Reformen angepackt hat und im Nachhinein erst, er selber hat nichts mehr davon gehabt, aber unser Land,
dass man sagen kann, hernach am Ende von diesem ganzen Prozess, wo man gemerkt hat, man muss was ändern, ist auch was geändert worden, irgendeiner hat es angepackt und auch wenn man zuerst noch nichts gesehen hat, ist dann irgendwann ein paar Jahre später doch wieder aufwärts gegangen. Und das hoffe ich halt, dass bei uns auch passiert. Wir haben jetzt durch verschiedene Wahlen, verschiedene Leute an die Macht gewählt und jeder versucht was zu ändern und jeder probiert sein Bestes, hoffe ich doch. Und dass wir am Schluss so lange hin und her gewählt haben und so viele Veränderungen gebracht haben, dass sich das Gute durchsetzt und das wieder weitergeht mit unserem Land. Danke.